Salut, den Erik aus dem Yu-Gi-Oh! Team von Team Letzeburg. Mir man haut Supreme Darkness op, den also rauskommen an heise viel neue Karten, die Razor Stärke werden, aber auch Malice kann von diesem Set profitieren. Ich hoffe, dass man haut die richtig nice Secret-Karten heraus erzählen. Große Merci natürlich und dem Mana-Tempel, den es die ganze Setzeit zur Verfügung stellen. Der Shop halt zu Letzteburg für alles, was Trading Card Games angeht, so wie Turnieren, Accessoires oder halt einfach Produkte von den jeweiligen Spielern. Und ja, auch große Merci natürlich und Team Letzteburg, die mir halt der gehen, dass ich das halt auf Obmann für die Kamera. Und ja, wirklich das schon in der letzten Zeit ja, wie jeder ja sieht, immer ziemlich viel Glück bei den Puls. Hunse Mischlo verdonnert, das ist halt optimal an der Hoffnung, dass man halt Abau oder vielleicht auch nach den neuen Mulchami zählen. Ja, ein ganz gefährlicher Handtrap, der Malice nicht so gut könnt. Ja, ich weiß nicht, ob die wirklich so krass gespielt wird, aber ein Problem also definitiv für Decker, die vom Friedhof oder vom Banishment Trick-Special wollen, weil du nur lässt der Gegner halt bis an dort endlich zählen. Aber auch als einen guten Staple, den jeder sollte spielen. Link 4 Fiend Monster war ja auch sein Kniff an ziemlich unfair geschrieben ist. An der Rest guck mal, was so dran ist. Die Echt-Karte, ich hoffe, dass das mit dem Fokus halt gut so. Ja, also nicht so spektakulär. Dragon of the Dark Deep, kennen schon nicht so. Arcane Force ist halt auch dran, das ist ein Deck, was ihr vielleicht kennt, wenn ihr ein GX-Fan ist. Die haben halt auch relativ gute Support-Drakrut. Und das ist ziemlich cool. Wir haben anscheinend auch, ja genau, nach Primate Stuff, eine Engine, die sehr teuer gehen ist und dank dem Blue Eyes Support auch noch wert spielbar sind. Also, ja, wenn die zu spät Ruhe geschafft wird, die, ja, du bleibst da nur ein bisschen. So, dann haben wir eine Karte, die für Halloween aus Japan rauskommt ist, und zwar Wien, eine von 2 Karten, die hier am Set sind, die Ähnlichkeiten mit den Live Twins tun. Ich hoffe, das erkennt ihr mal im Fokus. Ich probiere nicht mal die Karte vielleicht ein bisschen mehr Haste zu halten. Dass da halt Blackwood war mein Shape pullen. Und dann haben wir direkt als echt Secret Liberator Eto. Ja, das ist nicht die best Secret. Also ein Handtrap, der wahrscheinlich schon echt dann nicht Playwert gesehen. Also so frei ein Secret, das ist ein bisschen schwer, aber können auch nach, wie nennen die Quarter Century Rares dran sind. Vielleicht haben wir ja das Glück. Oder auch nicht. Normalerweise sind die 2 Secrets, können aber auch 3 sein. Und den ersten Set, erste Booster war dann schon mal leider nicht. Ah nein, Arcane-Karte, cool. Ich gehe nicht auf alle Karten an, weil ich gehe halt nicht mehr auf Staples an, die ihn halt auch wirklich spielen wert. Mitsurugi ist auch ein gefährlicher Card-Engine. Munlo noch kein gezogen, außer die Falle-Karte, die geht aber allerdings nicht gespielt. Nächster Booster. Können wir da ein bisschen etwas raus. Direkt ein Secret zu zeigen, als auch will. Aber, ja, das will dann echt stehen. Gut, dann haben wir High Flame Coating Metal Morph. Auch etwas Interessantes für so Oldschool-Fans. Ne? Gehört natürlich auch an die ganze Flame Swordsman Lore an so ran. Crystron, auch ein Deck, was ein bisschen Push kriegt. Mit neuen Monstern. Und auch ein gefährliches Deck ab Suda-Format halt. Hydro Jet Shark, also Shark Support ist ja auch dran. Kann den etwas? If a water exceed monsters on the field, you can special summon this card, but you cannot special summon Hydro Shark for the rest of this turn. You can only use one of the following effects, Hydro Jet Shark per turn, and only once a turn. During your main phase, you can send a Fisher. Ja, ich stand nicht, okay. Also, Ryzen spielt ja auch ganz gern mit den Sharks, aber ja, den Don ist noch nicht brauchbar. So, dann haben wir High Evil Hero Darkest Night. Nach etwas Evil Heroes, es gesagt noch im Cover vom Booster, das ist ein Evil Hero, also Elementarhelden kriegen High auch Support. Aber man, mengt das Deck sogar extrem gefährlich. Also, Heroes werden demnächst wie gefährlich gehen nach spielbar sein. Oh, ein High ist Feedsmith Kyrie. Oh, das ist so eine schöne Karte, Mann. Feedsmith Engine, die nervt zwar mittlerweile wirklich krass, also sie ist halt überall, mir guckt erst den Design und schön, dass der Fokus so schlecht ist, aber ich liebe die Karte. Ja, von daher erkennt ihr vielleicht ein bisschen mehr.
Hast natürlich auch ein bisschen rangezoomt. Vielleicht erkennt ihn der Daily mal hin, das ist ein Highlight. Richtig cool Karte. Ob selbst es kann, weiß ich noch nicht. An Hayuma den echten Mitsurugi. Weiß noch nicht, ob da den Karte, die spielt. Zauberkarte sind mehr relevant. Dann haben wir hier Fieldspell, den Delta of Innovation hecht. An den als Zombie-Support. Okay. Crazy. An Hayuma Mitsurugi Prayers. Voilà, das ist eine von den Karten, die wir in Hun. As auch ein Kommen, das ist ein gut Zeichen, weil, ja, wie gesagt, alles, was der Razor spielbar ist, das will sich natürlich gut schaffen. Razor bleibt nur das im Set natürlich das beste Deck, war nicht so gut. Nach einer Stufe mehr schlimm geht an, ja, das Ganze an Unendlichkeit pusht. All die anderen Decker, die verlieren ein bisschen so die Furden. So hat Razor ja. Bisschen Glück gehabt. Mitsurugi kann noch einen anderen Decker spielen. Das ist halt just bei Razor ziemlich gut, weil er 2 Omni-Negates abbaut und dann neben dem Detonator plus Fieldspell, ja, nicht so easy durchzuspielen. Ich meine, Decker selber auch ganz gut durch Handtrap spielen. Ich meine, die use Tribute-Effekte und dann triggern die und das kann relativ gefährlich sein. Ich meine, 6 Samurai-Karte, die aber nicht 6 Samurai hecht nicht searchbar, aber 6 Strike hecht sie. Wahrscheinlich nicht so gut. Arcane Force man nach ja. Asamina Aphers, ja, also auch nicht das, was der will holen. Es gibt ein Secret dran. Asamina ist leider so ein bisschen gefloppt. Mal kurz ein Bandlisch, die Asamina so ein bisschen, ja, vom OCG-Format so nicht wohl verbannt wird. Also, wir spielen wahrscheinlich das Format nicht, wie es an Japan gespielt gehen ist. Wir haben halt Original verloren und damit sind Snake Eyes gut steckst mich schwach gehen. So, Evil Hero Infernal. Mal gucken, ob man die eine Karte sehen, von der ich schon gerade gespart habe. Dann haben wir Tenny Infinity. Ja, Tenny-Karten sind auch nicht so gut, aber sie haben einen wunderschönen Design an. Guckt der Stay Rare und super also super Rare. Ich fand Tenny-Designs sind halt mega schön dran. Es gibt noch so ein Monster, was auch nicht schlecht ausgesetzt. So, und dann haben wir die Normal-Monstern, die ihre eine neue Support-Card tun. Ziemlich witzig, ziemlich funny. Ja, wäre aber auch noch echt krasses Mann. Kein Spread drin. Und dann haben wir einen Mitsurugi Mikoto an den High-Speed-Droid-Glider Nummer 2. Auch ein cooles Deck, ein cooles Synchro-Deck, coole pur nice Monsteren. Und ich meine, ich kenne den einen oder anderen, der sich drauf freut. Die halt zu pullen. So, als nächstes haben wir Materiactor Zapwing. Ein Generic Dragon Card, ja. Als Fire, als Level 3, kennt gefährliches Sinn. Wie weiß man, Dragon Ruler Support, der ja auch schon bekannt ist. Vielleicht ein gefährliches Karte. So, Goddess of the Two Sides. Ich meine, die gut Reprint, weil ich meine, die hat schon existiert. Oder ich finde ja Japan gesehen und die Schäfer und an mir kriegen die Lorech als kommen. Deck langweilig. Bist du traurig. Ich meine, Japan ist eine andere Rarität gesehen. Und dann haben wir The Grand Knight of the Red Lotus. Oh, wenn ich The Red Lotus lese, da kriege ich ja Krisen. Da gab es an der Zeit eine Trap-Card, die war nicht so schön. Gladiator Beast, der haben wir auch dran. Wie hieß denn den Test Beast? Wenn man den sehen, den mich Gladiator Beasts relativ gut. Und die High-Card ist auch gefährlich. Ich meine, in der Stufe, dass sie da einfach 2 Battlefaces hat. Also, ja, Gladiator Beast auch spielbar. Müssen um Schirm holen, weiß noch nicht, ob die sich durchsetzen werden, aber ja, nicht schlecht immer zu wissen, dass die existiert. Und ich denke, der Teil ist ein TCG Exclusive Card, die und Japaner nicht gehabt. Ein Zombie Card, Curse of the Ancient Turtle, banish a Zombie Monster from your hand or graveyard, send a Zombie Monster from your deck to the graveyard. When your Zombie Monster is destroyed by battle, you can banish this card from your Graveyard, Special Summon in Zombie Monster with 2000 or less Defense. Ja, okay. Anscheinend Support Card für Zombien. Weiß aber nur nicht, ob da Zombie exzessiv besser ist. Lightstorm Dragon, Mitsurugi, anderem The Toil. Ja, das ist halt, da will ihn halt mehr so die Rar-Karten zählen. Also Secrets sind extrem gut an dem Set. Wie gesagt, auch extrem gefährlich. Wenn wir die bis zählen, dann können wir. Also, ich hoffe, dass wir sie zählen. Das ist so blöd, dass wir schon den Liberator gezogen haben, den halt noch. Ja, zwar eine gute Karte, das ist so eine Karte, du musst ihn auf das Format aufpassen, wann das Format sich entwickelt oder irgendwann ein Format könnt, wo den halt wichtig geht, dann hast du ihn halt direkt um, für den Moment schläft den so ein bisschen. So, Speedroad Clearwing Wonder,
Support für Clearings, auch cool. Und hi, mein Lieblingsmonster aus dem Set, den Template Skipper. Den lese ich einfach kurz vor, weil die kann relevant sein für Malice als ein Common, also wird jeder als Playset Funnel. Also aber ziemlich gut. Also Schluss in der. Hi, that's the text. You can special summon this card from your hand to a zone link Cyber's link monster points to. You can only special summon template skipper once per turn this way. During your main phase, you can banish a Cyber's monster from your hand or graveyard, and if you do, this card's name can be treated as the banished monsters if used as a link material this turn. Mega gut, weil Malice, ne, imagine du hörst halt ein Chessy-Cat oder so im Friedhof leihen, zack, boom, Format, also, so mal muss so, Dormaus-Effekt, geht impumpt, okay, nicht schlimm, Dormaus festlinken, ob den Link-Decoder, dann Format-Skipper Specialen, Format-Skipper-Effekt, Bench, Dormaus, hier geht selber zu einem Malice-Monster, also damit kann ihn halt der Malice-Place kommen, ja, dann hast du schon 3 Monster im Feld, mega gut, 4 zusammen, 5 zusammen geht dann den bekannt Red Ransom und dann hast du halt einen Nibiru-Proof, wenn du das richtig ausspielst. Late Game, du sitzt den, du specialst den, weil du nach ein, ich weiß nicht, ein Little Knight oder so, du leihen hast, specialst den du hin, nee, Link Cybers Monster, okay, so gut, dass du dann einfach nicht, aber du kannst den normalen und dann banishst du einfach Malice Monster und zack, boom, hier ist halt Malice Monster, wenn ihr den fortlinkt, also könnt ihr halt direkt mal singen, Malice Link 3. Also wirklich, es gibt auch einen besseren, der könnt noch zu einem späteren Zeitpunkt raus, den Formutscaper hier stehen, den wird Malice denke revolutionären, den kann nämlich Monster vom Extra-Deck kopieren, an den Numm dann überholen. Aber Template Skipper ist auch ein gut Karte. So, Müll ein bisschen Zeit bei dem Verbruch, aber als Malice-Spieler will ich das natürlich ein bisschen analysieren. Christian Sulvador, auch ein gut Karte, wird Christian Deck gut machen. Dann heißt die echt Ultra, der Metal Flame Swordsman. Ja, okay, für alle Yugi, also alle Classic Yu-Gi-Oh! Wahrscheinlich eng richtig gut Karte für zu pullen. Es ist nicht so fan, du von ich hätte lieber eine andere Ultra gezogen, aber von mir aus, also okay. Play the Diabel, eine Karte, die natürlich sich Diabelstar kümmert, Sinful Spoils und die ganzen Archetype, also aber auch nicht so relevant. Dann haben wir eigentlich Sinful Spoils of the White Forest, mengenisch, also auch nicht so schlecht. Ja. Specials aber Fiend, Illusion, Spellcaster from your head. Ja, okay, also kleine Extender, kann ihn halt sicher mit Diabelstar. Ich war eine Black Witch, braucht halt ein bisschen mehr Search-Dinger, aber die kann dann auch nicht mehr setten. Müssen vielleicht echt mal ein White Forest Monster sichern und dann haben wir 2 Karten, die nicht so relevant sind. Die könnt ihr gerne in den Kommentaren noch schreiben, was ihr an diesem Set so interessiert, weil natürlich, das, was mich interessiert, muss das erst interessieren. Vielleicht seid ihr ein Fan vom Dragon of the Dark Deep, den man ein bisschen zu viel könnt. Dann haben wir einen Materiactor Dragon, auch interessant. Den ist das Gewasser. Und mischt wahrscheinlich auch nicht viel. Jedenfalls gibt nicht viel von dem geschwart. Dann haben wir einen Shark. Und Lune schon gespoilert. Da haben wir den Evil Hero Infernal Rider. As von Wand, auch witzig. Und hier haben wir die nächste Rare oder Super Rare. Und zwar Atlantean Support. Nee, merci. Das Decker sucht eine Chain. Da muss ich halt quasi immer respektieren und stoppen, weil wenn das spielt, dann tust kein Auto für dann auf große Turnieren. Haha, bye bye. Du hast kein Hand mehr. So, dann haben wir Minimalion. Auch cute. Es sind ein Fan von Psychic-Monstern. Kann den etwas, you can banish another card from your hand. Special summon this card from your hand. Ja, okay, dann der Fakt ist schon nicht schlecht. Also, imagine, du spielst ja da Malice. Schon ganz witzig. You can banish a face-up level 4 or lower monster you control. Special summon a monster from your deck with the same original type and attribute. Hä? That the banished monster had on the field, but 1 or 2 levels lower than its original level. Ah, okay, da war's Downside. Ich hätte nur schon dumm geguckt, weil all Malice Monster Stark Cybers, also, ja. Aber der Nation-Effekt ist ganz gut, aber ich merke, das brauche ich nur nicht an Malice. Malice ist stark genug für auch ohne die Chlor zu kommen. So, dann haben wir High Shadow Servant Strike. Ja, okay. Denke ich, das ist auch nicht so wichtig. Double Wild Menge ist eine TCG Exclusive Card. Target 1 Level 5 or lower monster you control. Add 1 Level 10 monster from your deck to your hand with the same original type. Then you can discard 1 card. And if you do special summon a monster from your hand that the same type in defense position. With that same type. Okay.
Interessant. Es hat natürlich angelehnt und die Joker-Karten, die sind auch eine Zeit schon vom Yu gespielt gehen, aber ich weiß gerade nicht, auf welchem Archetype. So, Didi Post, natürlich ein Hommage und Didi. Also ein bisschen witzig gehalten, also den Counterpart zu anderen Didi-Karten, die wir schon hatten. Und ja, mischt auch nicht wirklich viel. Gar nicht so benutzen, wie mengt. So, lo geht aber mal um Zeit, das war ein bisschen an Meta-Regeln, ne? Haben wir einen Gladiator Beast, ein Hydrojet Shark, a Prime-Eyed Scream, ein Evil Hero Dark Knight, und das ist schon gerade ein Exik-Monster gesehen. Kennt ihr den Clips denn? Nee, das Ripple Bird. Oh, das ist etwas für mich. Also, a Rank 1 Generic Monster. Wand-Winged Beast. Ja, das kann nie etwas gut sehen. You can detach a material from this card, then target a monster on the field, change its battle position. Ja, okay. Mit. While all monsters you control are in attack position. Ah, das hat das Floodgate. While all monsters you control are in defense position, your opponent cannot declare an attack. Ja, es sieht aber schon hops geholt gehen. Ich weiß nicht, wie gut das wäre. Level 8 Deck ist das ziemlich funny. Bei Snake Eyes wäre das halt schon ziemlich witzig, weil alles unter die Force Slide. Ja, okay. Als eine witzige Karte kann auch irgendwann den Staple gehen. Hängt halt stark davon ab, wie die Meta sich entwickelt. Wenn die ganzen Link-Monster ein bisschen aus der Meta rausrotieren, dann hast du eventuell etwas relativ Witziges für ein Tour zu evaluieren. So, dann nochmal Light Force. Das ist eine Arcane Force Card. Ne? Once per turn, during your standby phase, if a light barrier is not in your field zone, toss a coin. If tails, the following effects are negated until your next standby phase. Fairy monsters you control gain 300 ATK and death. You can discard one card, add 2 Arcane Force Monsters with different... Okay, also du musst ich schon Glück beweisen. Arcane hast sowieso ein Coin-Toss-Stack. Also, ja, da muss ich schon ein bisschen Glück mitbringen. Dann haben wir einen Mitsurugi Players. Ich weiß gerade nicht, wie Dracious sind, ob das tut den Trio was. Ah, nein, gar 2 Karten, die heißt nicht so interessieren. Okay, weiter geht es. Nächste Booster. Asamina Aphis. Dark Supremacy. Aha. Antempura. Ja, als Raisoil. Oder wie sie will nennen, als Gakuen oder Sushi-Deck Crit Support. Das kriegen wir den Tempura. Auch den, keine Ahnung, ob den etwas kann. Als ein Normal Card, also holt nehmen hier einen Spell-Effekt. Und ihr seht, you can target one card in your Pendulum Zone, toss a coin. Oh, auch ein Luck-Card, okay. Add Special Summon it, Tails destroy it, but lose life points equal to its Pendulum Scale times 300. Oha. Okay, die Karte ist aber wirklich nicht so nice. Also auch 3. Mit den Sushi-Monster wollten eigentlich auf Stufe 4 kommen. Also, interessant Karte. Naja. Wird dem Sushi-Deck leider nicht so viel helfen. Cool ist aber der Normal-Text. Den muss er halt googeln. Den kann ich ja schon nicht weisen. Da steht normalerweise ein Rezept drauf oder so, wie ihn halt Tempura mischt. Oder eine Erklärung zu einem Tempura-Rezept. Da tut all die Sushi-Karten um sich. Das ist mega cool. Ich liebe das Deck einfach vom Design hier. Weil das Spiel war, gebe ich es halt auch spielen. Das halt Spiel war, aber das halt wirklich unnötig kompliziert gewesen. So, da Christian Sulfador. Und dann haben wir mal ein Super Rare, und zwar Meteoritor Meltdown. Ja, okay, Aslo auch nicht so interessant, leider. Shit! Wir haben nicht so viel Glück, aber wir haben Halloween! Ja, das ist die zweite Karte, die für Halloween halt aus Japan rauskommen, also am OCG. Und wir kriegen sie halt nur an Supreme Darkness. Ich denke, das war Demos bei ihnen noch Supreme Darkness. You hier das Set immer so 3 Meter am 4 raus. At 1, Hello the Spirit Trick. Oh, Whedon. The Spirit of Threats from your deck to the Graveyard to the hand. Okay, da muss ich mal lesen, was die halt machen. Ja, die sind halt cool, weil sie halt den Live-Twin-Design haben. Ich hätte die aber auch lieber gerne an mir in einer höheren Rarität wie kommen. Das ist ein bisschen short. Ein bisschen verschenkt. Das sind aber schon ziemlich cool Karten. Aber kommen bei uns halt zur falschen Zeit raus. Also ein bisschen short. So, dann haben wir Christian Cluster. Winged Wonder. Evil Hero Darkest Night. Ein Template Skipper. Den legen wir mal auf Seite, weil den ist einfach cool. Den werde ich spielen. Evil Assault. Remeng Super Rare. Holt sich natürlich. Remat Evil Heroes. Und die seht, discard one card.
cost. Take one level 4 or lower evil hero monster from your deck and either add it to your hand or special summon it. Wow! Also for the rest of this term, after this card resolves, you cannot special summon from the extra deck except hero monsters. Das ist relativ wurscht. If this card is... Das ist ziemlich gut, weil, das ist eigentlich ein besser, wie heißt der, Hero Lives, wo er halt von seinen Lebenspunkten opfern muss. Gut, ein Discard kann natürlich auch Base kommen, aber wenn du halt ein Malicious auf der Hand hast und du discardst, dann hast du direkt einen Extender. Relativ stark Karte mischt Heroes wirklich gefährlich. Also auf die Karte muss ich aufpassen. Allgemein auf Heroes muss ich halt aufpassen. Und dann haben wir High. Nicht wirklich Relevantes. Nach dem Mitsurugi. Aber ich meine, bei Mitsurugi wird wirklich nur ein Ritualmonster an Zauberkarte gespielt. Außer spielt die natürlich Pure-Variante. Aber die ist dann halt manchmal auch nicht mehr so stark wie. Weil ist mit Razel verbindet. So, Evil Heroes am Start, Mad Reactor, den Red Lotus, Gladiator Beast, okay, wo bleiben wir? Oh, yes, der Magistus Choros. Wie süß denn das? Den ist auch ziemlich gut. Mir ist auch ein gut, also Solo-Mode, Razel kann ich das halt spielen, wann ihn halt eventuell Instant Fusion irgendwie matt rappend. Das ist natürlich Level 4, was cool ist. Wie Fusions haben den normal, Fusion Synchro Exceed All Link Monster an a Spellcaster, also super Poly-Target für ein Spellcaster-Deck. White Forest, hallo? Must first be either Fusion summoned or special summoned from the extra deck by sending the correct fusion material monster cards you control to the graveyard. Okay, das ist auch cool. Du brauchst wohl keine Fusionskarte für den. Kann den dann etwas. Once per turn, when the monster declares an attack, you can target it. Negate the attack, and if you do, this card gains attack equal to that monster's attack until the end of this turn. Then you can return that monster to the hand. Okay. Und das ist cool, also keine guten Extender sind echt das super Poly-Target, wie das in den halt normal Rift, mehr, ja, Choroso, manchmal so Chorizo oder so, aber ja, also, der Choroso, wirklich cool. Ich liebe den, mega cute, und sie froh, dass ich den gezogen. Dann haben wir Hydro, the base of all things, Wasser Support, Colosseum of Gladiator Beasts. Okay, das bist bei Angst. You can discard one card, add a Gladiator Beast monster from your deck to your hand. Okay, auch krass. When an opponent's monster declares an attack, you can special summon a Gladiator monster from your deck and it cannot be destroyed by battle. Ah, okay, die Dinger auch noch nicht tot. Nice. Und dann haben wir nach Like the Diabel. Auch cool. Shaded Artwork. Aber leider auch im Kommen. Shit. Viele Artworks, die verschiedene Karten haben wirklich Shade Artworks, die halt leider am Kommen rauskommen sind. Aber ich muss so, das ist auch schwer, weil die Artworks von den Secrets und den Ultra Rares sind halt auch mega nice, ne? Also, haben sie wirklich wunderschöne Karten dran. Kann ich sich nicht beschweren. So, haben wir eine neue Countercard, aber von einem Deck wird wahrscheinlich nicht gespielt. Okay, Template tun wir immerhin nur als Playset, fand ich nice. Und dann haben wir Tristeros. Den sich dafür das Christian ein bisschen mehr unfair geht. Damit kann ihn so gut Christian Deck relativ gut spielen. Quick Effect seht, when your opponent activates a card of effect Quick Effect, you can special summon a Christian monster from your deck, except Christian Tristeros. Then immediately after this card resolve Synchro Summon in Machine Synchro Monster using monsters you control, including that monster. You can banish this card from your graveyard, destroy a synchro monster you control, and if you do, special summon 2 crystal monsters from your deck. Also, you cannot special summon from the extra deck for the rest of this turn, except machine monsters. Okay. Ja. Okay. Die wahrscheinlich ziemlich gut Crystal-Monstern. Wir haben da ja schon pur gezogen. Gucken mal, ist dann nun ein und so, dann haben wir nach Halloween an Lightstorm Dragon. Nicht so relevant. Okay, wo bleibt dann die nächste Secret? Also, das kann ja nicht sehen. Secrets, die Asians direkt kommen, die nächste, die verstoppt sich so ein bisschen. Dark Supremacy, Arcane Force the Sun. Oh, yes! Das ist die nächste Secret in Mulchami Mayors. Ja, eigentlich dürfte ich mich über die Karte nicht freuen als Melee-Spieler. Ja, sie lässt sich wie Mulchami Monster. If you control no cards, quick effect, you can discard this card, apply these effects this turn. Each time your opponent special summons a monster from any graveyard or banishment, immediately draw one card. Oha.
What's during this end phase? Ja, okay, die andere Karte seht halt einfach, wann ihn halt, der Gegner Karten umfällt, 6 plus mehr auf der Hand und muss ihn halt so viel aufgehen, bis das ihn halt, der Gegner seine Karten umfällt plus 6 mehr Karten. Ja, könnt quasi nie 4, kann aber 4 kommen, wenn der Gegner stoppt. Die Lehne scheinen, der ist cool. Und sie froh, dass ich den gepult habe. Ich hätte es mal gerne einer gezogen. Aber ja, da kann man sonst noch hoffen, dass also Set 3 Secrets wird. Aber ist leider nicht dabei. Aber wird wahrscheinlich die Dyers Karte sehen. Und da ist auch eine Karte, die Melis braucht, für hier Combo und das Format umzupassen. Naja, da hat man ein bisschen Patch am Set. Aber kann ich nicht immer gleich holen. Und da, oh, den ist auch cool. Ah, ja, Feedsmith Rex Tremende. Oder wie nicht. Eine neue Feedsmith-Karte, ultra schwer zu rufen. Aber siehst du viel, dass von den solo mal den Requiem oder Lacrima banished, könnt ihr. Und ihr seht einfach, nö, einmal banishen geht nicht durch. Träger Deck mit dir. Oder Träger auf Hand zu gehen. Ja, wenn das dann auf den Friedhof gesendet geht, dann kannst du Feedsmith-Monster am Friedhof oder am Banishment targeten und die könnt dann auf die Hand. Also, ja, das ist dafür, dass Feedsmith noch mehr rotieren kann. Richtig geilen Design. Ich hoffe, da kennt den an der Kamera. Mega geil Karte. Ultra schwer zu rufen. Quasi unmöglich zu rufen. Aber mit Feedsmith in Paradise kann ich den halt senden. Und so kann ich seine Ressourcen ja, noch besser gerieren. Und der Rest ist irrelevant. Okay, cool. Ich weiß gerade nicht, wie viel Ultras mal gezogen schwenkt. Das war die zweite. Normal sind das 4 Ultras pro Core-Set. Also haben wir noch ein bisschen etwas zu fannen. Ob das vermissen ich nach einem ganz speziellen Rank 4 Monster, was auch noch nicht 4 Kommas. Geht aber so löst Zeit, dass wir das wohl an 10 kriegen. Nee, wir kriegen Arcane Force EX, the Chaos Ruler. Braucht 3 Arcane Force Monsters with different names. Also nicht so schwer. Must be special from your extra drag by sending the above cards from either fields to the graveyard. If this card is special summon, toss a coin. Und dann als Head special summon a level 10 Arcane Force Monster from your hand or deck. Ignore its summoning condition. Ja, damit kann ihn halt manchmal the World rauscheaten, was relativ gut ist. Weil ich denke, the World sieht, dass ihn den Coin Toss dezidieren kann. Irgendwie so etwas go wird. Ich finde das Deck selber früher gespielt, war natürlich mehr ein Fun-Deck, aber ich finde Arcane Force immer gerne gehabt. Ich fand den Boss von GX, den Arcana, auch ziemlich nice. Also, ja, hat immer Spaß gemacht, die Dweller Note zu gucken von Arcane Force. Tails said, add 1 card from your deck to your hand that has a coin toss effect. Okay. Beide Effekte sind gut. Also, den ist einfach zu rufen. Ja, nicht ganz einfach zu rufen. Aber, ja, Moment. Ja, muss ich vom Feld sammeln. Ja, okay. Da brauche ich 3 Arcane Force Monster vom Feld. Geht sicher weh, die rauszucheaten. Und, ja, okay. Haben wir einen Gang mit Tsurugi-Karte. Und, even Zeit ist Christian Monster, was sieht Machine Synchro. All monsters your opponent control lose 500 attack and defense. You can only use each of the following effects of Christian wie hier stehen? Eleskeletus. Oh Gott. Once per turn. If this card is synchro summoned, you can add a Christian card from your graveyard or banishment to your hand. If this synchro summon card is destroyed by battle or card effect, you can special summon a Christian monster from your graveyard or banishment. Okay, damit kann ihn halt konstant mänglich Synchro Plays enablen. Ziemlich gut. Stark Karte, weil sie halt auch den modernen Format respektiert. Das ist das Problem von allen Karten. Dann haben wir noch die dritte Halloween-Karte. Ween, the Spirit of Threats. Auch ziemlich cool. Aber kommt leider zur falschen Zeit raus. So, Speedroid Colonel Clackers. Ach, witzig. Haben wir auch noch nicht. Magiraptor, Zapwings und Detonator in Karibus. Ja, Detonator hat seinen kleinen Bruder. Ja, der ist auch cool, auch für alle Yugi-Fans. Ich meine, die Karibus sind so cute. Go for it so auch am Anime. Mal als Kartcode. Also, if a Karibo monster is on the field, you can special this card from your hand when your opponent activates a monster effect on the field. Quick effect, you can equip this card you control to that opponent's monster as an equip spell with the following effect. The equipped monster's effects are negated. Okay.
Da muss aber auch mal Kuribum zum Feld tun, was eigentlich auch leider nicht so möglich ist. Also klar, kann der Mann mehr. Ja, Headraps sind das Problem so nicht mal. Bis dass ihr das raushört, also ich schon lange gestoppt gehen. Primate Scream. Den Dinosaurier und der Red Lotus sind wie immer die 3 Echt-Karten an den Boosteren. Oh, von denen haben wir noch gar nicht geschwärzt. Argor Stars, Deck, was ich will spielen, mega cool. Das sind so Traps, die so zu Monster gehen. Gebe ich gerne spielen, habe ich gut mit Druck gedacht, dass sie auch heute raussehen. Aber leider haben wir auch bis lohnen nehmen die High-Font, bisschen schwert. Ich meine, die Hund sogar 2 Ultras, die man nicht gezogen haben. Hoffentlich kriegen wir den nach. Cool. Der kann ich einfach 4 stellen, wenn ich jetzt zusammen holen an Combo bekannt ist. Da stellen ich Datei auf Team Lützburg einfach 4. Also könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob der das halt gerne hat. Hat nicht gegaint. Also aber cool Deck, weil alles, was ich am Silhouette Rabbit kann spielen, feiern ich. Ich fand den Silhouette Rabbit so ein cool Kart. Und ja, möchte die ganze Monster Continuous Traps mega nice. Ah, nach ein Halloween Card. Auch so, ich wusste, dass es ein feiert Gott. Hello, the Spirit of Tricks. Okay, cool. Also der ganze Deck kann ich da doch spielen. Oh, hallo, Hummeren. Da ist ein Mitsurugi Rituals Monster Card. Die kann ich halt Ritual summon. If this special summon monster. If this card is special summon, you can destroy all monsters your opponent controls. What insane geil ist. When your opponent activates a card or effect, you can activate this effect. Your opponent can discard 1 card or that effect is negated. Ja, möchte ich natürlich mega Minus an als richtig krass. Aber wann die Karte Tribute kann ich sich mit Mitsurugi-Cards direkt auf die Hand holen, was auch nicht ohne ist. Also, die seht, wo der Viertel zu Razor ist, weil Razor musste halt stoppen und ja. Wenn ihr dann nach Karte verleiert, bleibt nicht mehr viel. Dann hört den Detonator halt viel mehr zu poppen. Und ja, es sind halt viel schnell tot. Mitsurugi, gefährlichen Archetype, ja, muss da aufpassen, was du demnächst, ob es durch könnt. Ja, und der Rest war halt irrelevant. Betet war ein weiter Ultra. Dann hoffe ich, dass wir auch die Lash Ultra, soweit ich das gezählt, matt gezählt tun. Jetzt noch die Lash Ultra High irgendwo sind. Ich sehe doch, ich war noch ein bisschen mehr schnell, ne, weil Zeit, die lebt. Ah, den Testbär. Okay, das ist noch nicht so geil, dass man den Testbär gezogen hat, weil ich still okay Fan vom Gladiator Beast, aber ein zu 100 ist schon cool. Twitzing Fans, guten Extender, insane strong, aber Gladiator Beast auch relativ gefährlich. Also, es ist ein bisschen traurig für mich, weil das waren auch normalerweise alle gut Ultras. Secrets sind auch normalerweise durch. War ein bisschen Glück, 10 mal ein Dritt, aber das ist wirklich ganz selten. Ich weiß mal nicht, ob das so eine Art Missprint ist, dass das Set halt einfach falsche Booster hat. Aber, ja, dann haben wir hier einen. Ah, die haben noch ein Rank-Monster. Komisch Drachendeck, ja. Whatever. Ich meine, die Trap spielt den auch. Die Mitsurugi Trap. Ich kann das searchen und da kann in der. Wahrscheinlich irgendwie setten. Ich muss ja statt Leute erklären, weil die aktiv Yugi spielen werden, die Karten demnächst. Musste keine lehren. So, dann haben wir noch einen Tablet Skipper, Tabura, an den Evil Hero Backfire. Oder Inferno Wing Backfire, okay. Ja, ich hatte schon gelesen, das ist halt Flame Wing Man, aber mit umgedrehte Variante, also wo Mensch Avian mehr stark wie Bestinatrix dran ist, an Burnt halt, aber werden auch am Hero Deck nicht so relevant sind. Die haben schon ganz gut Karten wie Darklaw, Absolute Zero und ja, auch das oder andere Floodgate. Also die brauchen die Fusion nicht. So, dann haben wir hier noch pur. Dann Dark Necromancer, den haben wir auch noch nicht. Das ist auch ein super an dem Deck. Das ist ein Zombie-Monster. Okay, interessant. Ja. Leben wir mal hier bei Blinky-Karten, aber ja, mehr muss ich darüber halt auch nicht wissen. Oh, warte. Im Moment. Die Haie, die wird OG-Support. Beast of Talva war eigentlich ein Monster von Demos. An das Monster ist zurückgekommen, als wie stark. Und wird nur ein Effekt gut. Ziemlich cool. An die Karte gilt als Archfiend. Okay, interessant.
Nice Sache. Feeds kann ich am Moment nicht hören, ne? Ich weiß, ja. So viel Fiends am Spiel. Man braucht nicht wie Fiend Floodgate. Ja, es ist aber auch, hätte ich gern, also ein Fiend, wo man aber nicht gezogen, aber mit Argo Stars Home Stadium. Once per turn, you can pay 1000 life points, add a Argo Stars card from your graveyard or banishment to your hand. Okay, das war cool. Each time a continuous trap in the spell trap zone, a special summon to your field inflict 500 damage to your opponent. Once per chain, if a continuous trap activates its effect in your monster zone while you have a banished Argo Stars monster, you can target one face-up card your opponent controls, negates its effect until the end. Das Stadium was going so bad. Also, ja, die würde pro Win-Con so nicht normal. Vielleicht ist das Deck gar nicht so schlecht. Es wird sich nicht durchsetzen. Aber es geht ihn als so Fun-Deck von Leuten nicht wissen, wobei du musst aufpassen. Geht sich das halt, denke ich, so ein wenig local durchsetzen, denke ich. Oh. Ich habe gerade etwas gesehen, wie etwas krasses. Okay, Leute. Der letzte Pack ist krass. Wir kriegen irgendetwas am Quarter Century. Ich gehe mal. Aber wir kriegen Snake Eyes Doom Dragon am Quarter Century Rare WTF. Crazy. Okay, yeah, they see it. A Snake Eyes monster and an Illusion monster must be either fusion summoned or special summoned by sending 2 face-up monsters cards from your spell and trap zones to the graveyard. If this card is special summoned, you can target a face-up monster on the field. Place it as it's ja okay, mischt hat was wie ich schon mal Flambush auch mischt. Und ja. Cool. Aber braucht eine Snake Eyes und eine Illusion. Also das ist halt die Schlüsselkarte, die das White Forest Snake Eyes Deck halt so gut hat gemäht. Ja, leider müsste man natürlich Original gebannt kriegen. Das ist ein bisschen anders. Oh, Moment. Kannst du das hier auch Licht? Missprint das? Also so Licht? Oder wirkt das immer so? Ah, ich meine, das wirkt immer so. Ich wurde gefühlt, dass die Bohrheim mir lagen, dass mir das kein Dorf jetzt Salut sind. Ich meine, wann Stimmen drinnen. Ja, ich weiß es nicht. Sieht ein bisschen komisch aus. Hast vielleicht ein bisschen falsch geschnitten. Kein problematisch sind zum Preis, mehr richtig nice Booster. Gebe ich wohl so. Gut, das war es dann. Ich hoffe, dir hat Spaß beim Opening. Bis dann und ciao.